Saletti zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist soweit, unser Follower-Treffen 2021 findet statt. Wir sind unterwegs, respektive schon mal abgefahren, allerdings jetzt noch in Mellingen, weil Fabian hat da noch einen Termin und so ungefähr in einer Stunde können wir abfahren. Und ja, wir freuen uns mega auf euch und ihr seid natürlich wieder mit dabei. Aber jetzt, bevor es weitergeht, muss ich euch schon noch etwas sagen. Jetzt scheint die Sonne. Als wir abgefahren sind, hat es geregnet. Und kennt ihr das? Das Wohnmobil ist schön frisch geputzt. Und dann fahren wir los und es regnet. Und es hat eine kleine Baustelle, die ein bisschen Dreck auf der Straße hinterlassen hat. Und dann sieht euer Wohnmobil so aus. Hätte nicht müssen sein. So, wir haben es geschafft. Nach einem Haufen Stau und noch mehr Regen sind wir jetzt angekommen. Und wir sind die Ersten. Das ist eigentlich auch so erwartet. Jetzt gibt es dann noch etwas zur Nacht und morgen können wir dann hoffentlich euch empfangen und auf euch freuen wir schon. Leider ist der Boden wieder so wie letztes Jahr, wo wir ihn verlassen haben. Schön nass und Gummistiefel tauglich, sagen wir es mal so. Aber die haben wir ja dabei. Ja, guten Morgen. Wir haben super geschlafen. Es war eine angenehme, ruhige Nacht. Heute ist es trocken. Es soll auch trocken bleiben, was super ist. Wir haben hier schon ein bisschen vorbereitet. Und unsere ersten Gäste sozusagen sind schon auf dem Weg. Das haben wir schon mitbekommen. Da freuen wir uns mega. Und ja, jetzt heisst es noch ein bisschen warten und dann geht's los. Hui! Und was machst denn du? Fernsehen schauen. Fernsehen schauen? Ja. So. Ein bisschen aufwärmen unter der Decke. Ja, so ist es. Ich habe die dicken Wollensöcken angelegt. Es ist gar noch nicht so kalt eigentlich. Mach jetzt ein bisschen frisch. Hallo! Ja, hallo! Komm her zu mir. So, jetzt nur Pause. Hey Laura. Gut, Gut, seid ihr bereit? Okay. Also, das Spiel heißt Stadt, Land, Wohnmobil. Es ist aufgebaut wie Stadt, Land, Fluss oder Stadt, Land, Vollpfosten oder so. Also, das wäre das Blatt. Und wir haben gedacht, wir machen mal 4 Runden. Die Nummer 1, 5, 9 und 13. N wie Nadja. Die letzten 15 Sekunden. 3, 2, 1, fertig. Zungenkuss. 20 Punkte. Das ist eben das Lustige an diesem Ja, Spiel. ja. Da kommen Aber- manchmal lustige Wörter raus. ja. Und ein Gegenstand im Wohnmobil, da bin ich jetzt gespannt. Zahnbürste. Ja, okay, überall 10 Punkte. Wie viele haben ihr? Wenn er Jahrtag hat. 365. Ah, okay. Okay. Wie viele Punkte habt ihr?
535. Minus 100, die verrechnen. Ja, genau. 535. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Wir haben nur 30. Aber 6. 630. Okay, das... Sag ich, hätte die 100 sollen dazu rechnen. Hätten wir 665. Die Gewinner sitzen da und das sind die Gewinner, die immer gewinnen. Ja, Die Ehrendame kommt. und zwar ist das ein kleines, nicht Früchtekörbchen, sondern ein kleines, selbstgemachtes, teilweise Körbchen. Ja, genau. Das, was man nicht machen sollte während dem Fahren. Genau. Also, da hat es brennende Mandeln, Pfeffermünz von Rueum, das ist im Kanton Graubünden, und da mein Müsli-Mix, den ich selber mache. Danke vielmals. Schön. Es ist mir so, merci vielmals und es ist mir echt auch peinlich. Ja, wir waschen die zusammen. Du, es ist euch frei, das immer noch zu verschenken. Das Röhrchen ist auch selber. Bist du bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja! Okay, wir kommen zum großen Svefa-Knobelspiel. Wir haben hier 10 Fragen auf dem Blatt. Es sind keine elektrische, technologische Hilfsmittel erlaubt. Es könnte also sein, dass ihr euch vielleicht auf dem Platz bewegen müsst. Könnte sein. Vielleicht wisst ihr es aber auch, dann müsst ihr euch nicht bewegen. Es gibt jeweils eine Frage und daneben auf der rechten Seite habt ihr so graue Kästchen. In die grauen Kästchen auf der rechten Seite tragt ihr bitte das Lösungswort ein von der einzelnen Frage. Und dann seht ihr, haben einzelne Buchstaben haben so Nummern. Diese Buchstaben übertragt ihr anschließend in das entsprechende grauen Kreis bei der dementsprechenden Zahl. Also bei Frage 1 gibt es die 63. Dann sucht ihr in dem Kreis, wo die 63 drin ist und schreibt das da rein. Wenn ihr alle in dem Kreis vorhandenen Buchstaben habt, sind die blöderweise noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, ihr müsst dann das noch in die richtige Reihenfolge kriegen und dann habt ihr nachher euer Lösungswort unten, dass ihr das wieder in die grauen Kästchen eintragen könnt. Das Lösungswort ist nicht Schnecke. Warum nicht? Ja, Muss ich den noch drehen? Ein aktives Denkspiel, wo die Leute sich auch noch ein bisschen bewegen müssen. Ja. Nur einfach studieren, auch Genau. körperlich bewegen. hallo geht's. Das erste Schloss wird geöffnet. So, jetzt habe ich es raus. Jetzt weiß ich, wo mein Denkfehler ist. Eben. Ich hatte einen Denkfehler. Kannst du mir sonst geben? Ja, immer nur einer pro Dose, dann muss der andere halt warten. Ah, da gibt's Vorpressure. Wo gibt mir das ein? Tu mal die anderen Fragen. Wo es gekauft ist? Wo es gekauft ist, ist nicht angeschrieben. Es ist offen. Und?
Es ist schwierig. Ja, nein, mit Schweizer Spezialfragen. Das eins weiss ich definitiv nicht. Also es ist mir im Kopf, aber ich kann es nicht sagen, wie das Teil Schau mal, Brüssel was heisst. sind. Was nochmal Deutschland? Die Idee ist auch nicht schlecht. Dort oben schauen. Gell? Ja, die Idee ist gut. Also hier oben reinpassen, ne? Genau. Also aus Deutschland. Ja, ich habe noch nicht gar nicht geschaut. Unser Spitzenduo ist ein bisschen... Schwitzen? Ist ein bisschen am Schwitzen. Nein, er hat sich verrechnet. Aber es ist aufgegangen nach dem Berechnen. Lustigerweise. Noch ist aufgegangen. Die Leute sind am Knobeln. Ja, ich weiss nicht, ob das wirklich gescheit ist. Ich glaube, die kommen nicht mehr. Ja, du hast es noch schwieriger machen. Ja, aber Ich glaube, es ist genug schwierig. es ist lustig zum Zuschauen. Sie sind beschäftigt. Komplett falsch. Komplett falsch. Aber das heißt, die restlichen Wörter lassen wir einfach unserem Tisch. Ah. Ah. Da muss man jetzt rumnehmen. Ja. Das heißt, der Ansel ist jetzt durch. Eigentlich müsst ihr ja wissen, wenn er etwas liest, dass es überfliegt. So, sind wir jetzt für googeln. Kannst du gar nicht googeln. Ja, gut, man kann alles andere googeln. Könnte man. Haben Sie das herausgefunden? Nein. Wurde getauft. Das war mal in einem Video von uns. Wann denn? Lange her. Ja, eben. Also die erste Frage, in welches Zielland ging unsere erste große Reise mit Sunny? Frankreich. Das war Betonung auf Zielland. Zielland. Das war nicht Deutschland. Das war die Niederlande. Die Frage 4 haben, glaube ich, auch viele falsch. Die Frage 4, in welchem Ort Sunny getauft wurde, das ist in der Schweiz, in Meienfeld. Ich habe gewusst, welche Gegend. Eben, Heideland ist nicht so schlecht, aber es ist die Ortschaft Meienfeld. Wir haben 2 Gewinner. Es ist... Es ist Jasmin und der Holger. Ganz knapp haben sie das herausgefunden. Sie sind alle sehr nah dran gewesen, aber sie haben es dann als erstes herausgefunden. Also, jetzt gibt es einen Preis. Dort bin ich noch nicht gesehen. Also, für euch beide gibt es einen Preis. Das ist etwas, das ihr heute Abend brauchen könnt. Vielleicht auch später. Der Bananen. Und die Ja, da hat Der hat Christoph. ja, der Christoph. Ich habe jetzt die auch dabei. Sehen kann man nicht bearbeiten. Wie? So. Ja, wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei allen, die am Follower-Treffen waren. Uns hat es mega viel Spass gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, unser Spiel hat euch nicht ganz zu fest gestresst. Aber ich glaube, ihr habt Spass gehabt. Also, wir haben mega den Plausch gehabt. Ja. Danke vielmals, es war lässig. Ja, wie geht es bei uns weiter? Bei uns geht es so weiter. Nächstes Jahr wird es kein Follower-Treffen geben. Aus folgendem Grund. Genau, wir haben nämlich grosse Pläne. Und zwar wollen wir nächstes Jahr als Nordkap fahren.
Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr uns abonnieren. Mal generell wieder mal einen Aufruf an alle, die uns schauen, weil wir haben nämlich festgestellt, dass 70% von denen, die uns schauen, uns nicht abonniert haben. Also macht doch ein Häkchen drunter und dann am besten noch ein Bimmeli dran und dann nachher verpasst ihr das sicher nicht. Also nächstes Jahr Nordkap. Wenn ihr allerdings Tipps habt, für was man muss gesehen haben, wo das man durchfahren soll und wo das man übernachten kann und so weiter und so fort, dann schreibt uns das doch unten durch gerne in die Kommentare, weil das würde uns helfen. Wir fangen nämlich eher an mit der Planung. Somit war es jetzt das für das Jahr von uns, weil wir haben uns ganz bewusst entschieden, dass wir jetzt die Kamera in den Ferien, wo wir jetzt gerade sind, noch abgestellt lassen und einfach einmal für uns Zeit geniessen, planen. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Macht's, bleibt gesund, macht etwas Schönes und ja, bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Tschüss zusammen!